Naja. Solange alles hell erleuchtet ist, sage ich da besser nichts. Das ist ja schon mal was. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese 1953. kleinen Dinge werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene C2. und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Es ist so geil. Dankeschön, dass ihr mir Tumore einpflanzt. Wow, also fast einpflanzen. Jetzt muss ich wieder verlatschen. Ach, hasse es. Komm schon, ja. Und jetzt da, wow. Ich finde das ich cool, dass es früher noch schon die komischen Cubes gegeben hat. Aber die sind aus Holz gewesen. Hallo? Holz zusammengekniet mit komischen. Wie heißt die schon wieder? So Postage. Okay, wo muss ich auch noch da drauf? Komme ich da drauf? Bezweifle, dass ich irgendwie da drauf komme. Ah, da drinnen hat es noch sowas. Ich bezweifle, dass ich so da drüber komme. Okay, ich gehe mal rum. So und so und so und so und so. Und plapp. Und so. Und so. Geronimo. Boing. Na, ist ja nicht ganz klar. Ach komm, das lange schon noch. Flupp. So, und jetzt muss ich da hinter eine Jetzt muss ich. Hey, das ist cool. Ja, es wäre cool, sagen wir es so. So, jetzt. Dusch, 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 dusch. Ich liebe das Schild. Ich finde es auch so geil, dass sie auf die Idee gekommen sind, das zu machen mit dem Schild. Also. Und es ist nicht das einzige Schild, was es gibt. Es gibt nochmal eins. Glaube ich. Ja, es. Ach, ich bin so gescheit. Aber ich bin froh, dass das Viech dort wieder sich. Dass das Viech wieder kommt. Aber ich glaube, das war gerade voll der Bug gewesen. Das Viech ist gar nicht runtergefallen. Das ist einfach wieder erschienen. Da finde ich jetzt also gar nicht vor. Nur weil die Maschine nach all den Jahren nicht tönt. So, und nach der Testkamera. Ja, ich weiß, es ist erst gerade cool, aber trotzdem muss ich wohl oder übel aufhören. Bonjour. Tack. Wow. So. Aha. Nein. Boah, das ist knapp gewesen. Das ist böse knapp gewesen. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, Danke. um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Super! Danke! Das ist sehr, sehr, sehr aufmunternd. Nicht. Naja. Dann würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Während der Ladebildschirm nicht mehr ladet. Das ist ja schon super gewesen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Portal. Tschüss. So, herzlich willkommen. Da ist Kuma und wir spielen Alle Forschungsbereiche Portal bestehen 2. zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Okay, Das kommt ist vom gut. Asbest. Ja, Die Jungs Mensch, im kurz. Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Kannst du mal ruhig sein da oben? Ich bin zum Reden. Hä? Ich. Okay, ja. Ich nehme wieder Portal auf. Wieder. Das ist ja. Ja, doch, wieder. Kann man so sagen. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich weiß nur noch, dass wir wahrscheinlich da runter müssen. Und so ist es geht da über. Das mich auch sehr beruhigt. Auf jeden Fall. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Railing. Okay, du noch an der Railing. Das ist sehr beruhigend. Immer noch wieder. Da haben wir blaue Flüssigkeit. Wir wissen ja, blaue Flüssigkeit lässt uns umspringen.
Und ja, oh. Da ich ja jetzt gesagt habe, dass ich nur noch 15 Minuten aufnehme, habe ich sogar jetzt einen Timer. Wow, mein Handy ist so krass. Timer. Das ist awesome. Okay, wo wollen wir hin? Keine Ahnung, Exit. Ich glaube, Exit wäre gut. Also, das ist noch so eine Vermutung. Könnte es sein, dass wir da irgendwo drüber müssen? Wer weiß? Wer weiß? Ich nicht. Okay, gehen wir mal schauen, was es da oben so zu sehen gibt. Nicht viel. Dort hinten kommen wir nicht an. Ja, das ist super. Ich habe keine Ahnung, was durchgeht. Das ist super. Ah, da oben vielleicht. Warte mal. Wow, es funktioniert. Das ist awesome. So, okay. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind ganz ruhig und wir haben es geschafft. Oder ich habe es geschafft. Ich bin ja da der super Macker. Wow, es geht ja schneller vorwärts, als ich gedacht hätte. Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich länger an dem gehabt. Wow. Danke. Genau wie ich. Ja. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Reisen sind teuer. Ja, klar, mach mal. Ich mein, hallo? Rollstuhl. Okay, mal schauen, was macht das denn? Hä? Soll die das nicht irgendwie was machen? Und einen Moment, ich muss kurz Einstellungen überprüfen. So, ja, es sieht so aus, als weil ich Portal mal deinstalliert habe. Also Portal 2. Portal 1 habe ich, glaube sowieso deinstalliert, weil meine Festplatte ist nicht allzu groß, dass ich die ganze Zeit so riesige Spiele könnte drauf haben. Aber ich habe Portal 2 deinstalliert und das hat halt meine Einstellungen geändert, weil, logisch, weil ich es installiert habe. Und ich bin einer von den wenigen Menschen, ich weiß nicht, habt ihr das auch? Ich habe Inventar und alles so Zeug, wo man wo man so Spiel kann aufrufen, habe ich immer auf F. Weil für mich ist es viel einfacher, mit dem Zeigefinger nach rechts zu greifen, als mit dem Zeigefinger nach oben zu einem komischen E. Das ist für mich voll unpraktisch, weil das ist ja eigentlich auch, wie man schreibt, mit dem Zeigefinger auf dem F. Und ja, darum habe ich das alles immer auf dem F und das ist ja standardmäßig auf dem E und ja, bei mir halt nicht und das hat es geändert. Okay, da kommt ein Blau. Oh, da kommen mehrere blaue Bälle raus. Ich glaube, das ist ein einmaliges Aktivierungsding. Blau heißt Gumpe, das heißt am besten machen wir das, was wir im Kindergarten immer gemacht haben und kleistert einfach mal alles zu. Komm schon. Platsch. Und platsch. Und platsch. Und platsch. Ja. Platsch. Und platsch. Ich glaube nämlich, wir müssen da überhüpfen. Irgendwie haben wir es nicht erinnert. So, mal schauen. Platsch. Ah, das ist ja auch gescheit gewesen. Auf, jetzt zieht das weg da. Platsch. Und da hinten gleich mal rein. So, das ist auch schon genug. Wow. Boing. Vielleicht da noch. Wow. Hey. Hey, dann zack nochmal. Wow. Nein, stopp. Okay, das ist doch nicht ganz planig gewesen. Doing. Wow, wir haben es geschafft, wir sind oben. Das ist ja krass. Ich weiß nicht, ob das so sollte sein, aber machen wir einfach mal einen blauen Club an. Ach ja. Wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten. Ich würde sagen, wir müssen da rauf. Und ich würde sagen, das geht am besten mit Kumpen. Und zwar so. Oh, nein, nicht so. Ich habe klar gesehen, dass es nicht so geht. Den halt dort über. Den machen wir da nochmal ein bisschen blau an. Ja, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Okay, das ist gut. Boing, boing, flump. Okay. Ich würde sagen, wir müssen überfliegen. Also mache ich das Portal an. Und ich würde sagen, da auch nochmal, damit wir da können alles vollsauen. Beziehungsweise ein einziger Punkt, wo wir den überspringen.
Und jetzt weiß ich, Geronimo! Fusch. Miau. Doing. Der Cocktail von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Naja. Also das ist übrigens das Gefühl gewesen, wenn ich, das Geräusch gewesen, wenn ich mir das bildlich vorstelle und mein Stirnlappen, oder doch Stirnlappen, Frontlappen, irgend sowas, mein Gehirn auf einmal versteinert. Weil ja nicht sowieso schon der Fall wäre oder so, aber ja, komm, ist doch egal. Ach ja, Portal ist schon lustig. Okay. Aperture Science. Wenn du zur 58. Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Winzig. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Danke. Danke. Das ist sehr beruhigend. Ich mag euch wirklich. Okay, ich habe das Gefühl, ich sollte das abstellen. Das mache ich am besten, indem ich einfach mal da, ein bisschen blau, gegen nochmal kleistern, wie immer. Das Blau ist schon komisch. Okay, und jetzt. Wow. Oh! Ja, wir haben es geschafft. Da könnte ich schon. Massig Zeit! Massig! Wo hinten dir? Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum Ja. nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Oh, Komplett. nice. Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay, aye, Captain. Was starten da? Remember, if a future you tries to warn you about this test, don't listen. Für alle, die nicht Englisch können, wenn unser Zukunfts-Ich zu uns kommt und uns will warnen, sollen wir nicht auf ihn hören, weil der Test sicher vollkommen ungefährlich ist und uns keine schrecklich komische Sachen widerfahren werden. Ich muss da, so, und dann da drüber und aber jetzt muss ich. Das ist mal so, wow. Und dann so, und doing. Wow. Das ist ja schnell gegangen. Erstaunlich. Da werden komische blaue Blubs produziert. Ach ja. Für solche Sachen habe ich mir noch extra Themen parat. Okay, jetzt mal da lesen. Accidents hurt. You will be hurt. Coworkers, don't endanger others. The company replacements are costly. Science investigations impede progress. Okay, also wir werden Schmerz erleiden, wir sollen nicht unsere Mitarbeiter gefährden. Kompanie. Mein Gott! Die Firma, die kostet, wenn wir sterben, also sollten wir besser nicht sterben und Nachforschungen von der Polizei den Fortschritt behindern. Was uns auch ein bisschen zu denken gibt, dass das eine Regel ist bei Aperture Science. Aperture Science. For all your needs. So, vielleicht ist das eine gescheite Idee. Ja, Moment. Vielleicht kann man irgendwo blaue Dots herholen. Blaue Dots. Naja, ob das so geschickt ist. Aber ich bezweifle. Nee, ich bezweifle es nicht. Aber ich denke, das muss dann hin. Platsch. So. Und jetzt Geronimo again. Boing. Duck. Oh. Wow. Falsch gedacht. Ich hatte die Rätsel ja ziemlich im Gedächtnis. Das kann man da nochmal aber bezweifeln, dass das eine Idee ist. Wo muss ich denn hin? Ich frage mich. Ich denke nicht, dass ich da irgendwo runter muss. Ja, also.
Vielleicht. Dort runter. Oder komme ich für dort unten? Muss ich den vielleicht irgendwo auf? Oh mein Gott! Gedankenblitz. Erstaunlich. Wow! Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roter BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir es an. Ja. Klar. Dankeschön. Okay, das wird lustig. Und vielleicht auch ein bisschen nervig. Weil, der Würfel da ist in einem Glas. Was? Zylinder? Nein, Zylinder. Würfel. Kubus, drin. Und wir wollen den befreien. Wie machen wir das? Indem wir ihn springen lernt. Ja, und zwar mit dem Ding. Und dann sprengt er uns einfach die ganze Kapsel. Ich sehe es jetzt gerade. Und dong, 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 dong. Und am besten fangen wir ihn gerade. Wow, geschafft. Wow, geschafft. Und damit er uns nicht wegspickt, tun wir ihn einfach mal da reinigen. Ja, reinigen. Brav. Hey, das läuft ja alles wie im Schnürli. Und dann da drauf. Wow, das ist ja krass. Vielleicht sollte die so. Okay, jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Das macht da oben irgendwas. Was macht das? Ah, das macht das. Das heißt, am besten machen wir jetzt einfach so. Sind da, fuck. Und, okay, warte, so. Komm schon. Komm schon. Okay. So, falscher Ort. So. Da ein bisschen dagegen rumplöpsen, da ein bisschen. Und dann springen wir da rauf und dann machen wir epische Awesomeness. Und zwar so. Damit ist ein lieber Würfel wieder weg. Wow. Das nenne ich mal ein Lag. Das ist ja lustig. Warum bist du nicht still? Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Oh wow. Das ist doch mal ein Schiff, wie wir ihn alle lieben. Oh wow. Sind schon fast 15 Minuten um. Doch, 15, doch. Ich glaube, ich mache einfach ein bisschen mehr als 15. Und dann, also ganz ein bisschen wenig, weil ich ja vorne haben wir die Einstellungen machen. Aber, also nicht aber. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft Ja, bist. bla bla bla. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Weil die also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Kann ich mich den Eschenbecher um den Grind hauen? Oh mein Gott. Carolyn. Okay, warte mal. Das ist, glaube Dave Johnson. Das ist der, wo wir die ganze Zeit gehört haben. Das ist der nette Typ, der uns immer wieder rauswerfen. Können wir da raus? Nein, eigentlich nicht. Wo müssen wir den an? Da hat's eine Wand. Da hat's eine Wand. So. Und hat sich da nochmal irgendwo eine Wand, wo ich an? Also nicht da. Dann können wir mal raus schauen, wo es so schnell eine Wand hat. Da. Ja, okay. Ist irgendwie voll unoffensichtlich. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt echt zu offensichtlich gewesen. Und uff. Tja, da würde ich sagen. Türe. Und ist sie offen? Sie ist offen! Wow, die sieht ziemlich modern aus. Wo sind wir da? Pumpstation. Nice. Pumpt das jetzt das Zeug auf, wo wir schon drin haben. Irgendwo da? Vielleicht? Nein. Da? Irgendwo, wenn wir das doch einstellen können. Mäh.
Da. Nein. 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 Pumpstation Beta. Machen wir einfach mal da was inne. Dann gehen wir mal dort oben. Ist der richtig so? Ich glaube schon. Weiß nicht. Oder gehen wir mal dort. Oh! Okay, wir sind da oben. Was macht ist das da oben? Ist das da oben gescheit? Das da oben ist maybe gescheit. Also ich weiß, wie ich dort raufkomme. Muss ich auch... Ah doch, dort oben ist Kontrollraum. Okay, das ist gut. Dann, ja, komm. So. Ich weiß nicht, ob das eine gescheite Idee ist. So. Wow. Blaues Portal. Okay, blaues Portal. Und... Wusch. Und... Wow. Okay. Also wenn das jetzt echt wäre, mir wäre schon schwindelig. Okay, da. Chill und chill. Zweimal Pumpstation. Beta. Das tut die 6 oder noch mehr. Ich würde sagen noch mehr von den Belieferern. Surface! Surface? Heißt Surface? Doch, heißt Surface. Wir wollen da oben. Es ist noch so weit, aber wir schaffen das. Können wir das schaffen? Nein! Und wir sind, hey, schon wieder so ein komischer Kobold. Nein. Ah. Es fiel weg. Ein Körper mit der Ecke. So. Dahin das. Und ich sag, geh. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cape Johnson, Leiter von Aperture Science. Ich weiß. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Ja, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Oh fuck. Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will Voll 60 vergessen. Dollar haben? In bar. Ja, mach Ihr mal. könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Mach mal. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Okay, gut. Das ist jetzt, es sind schon 18 Minuten. Wird halt eine längere Folge. Egal. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich mache nachher noch die nächste Folge. Also nicht wundern, wenn es wieder komisch klingt, wenn ich Hallo sage. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss.